So, Freunde, wir dürfen hier neue Schätze ausgraben. Zurück bei Pioneers of Pagonia. Naja, wenn wir ehrlich sind, wir haben jetzt irgendwie die ganze Map schon aufgedeckt. Es gab jetzt hier irgendwie zwei Schatzspots, ne? Hier, also hier oben auf der Map und dann nochmal, ups, Moment. Kurz umdrehen. Sonst schwierig zu sehen. So, und dann hier unten nochmal. Ungefähr hier. Äh, 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 toll. Vorführeffekt. Hier. Also hier, unten und hier. Toll. Ja, man will es natürlich auch nicht so einfach machen, ne? Mit so vielen Schätzen, das versteht man irgendwie schon, aber trotzdem, ein paar mehr Schätze wären dann schlecht gewesen. So, apropos Schätze, wir haben ein bisschen was zu tun heute. Hier ausbuddeln, ja, Relikte, schön, Diamantstäbe, schön, Marktstäbe, schön, magische Klingen sind unnütz, leider. Es sei denn, ich könnte jetzt irgendwie noch eintauschen. Also warum unnütz, ne? Grundsätzlich bin ich natürlich sehr dafür. Für unsere, wie heißt die schon wieder? Hier, die Draufgänger. Nur ist halt so, Draufgänger, ja, schön und gut. Oder Draufgängerinnen, Entschuldigung. Das kann man machen. Nur brauchst du dafür auch Werwölfe, sonst bringen die Draufgänger nichts. Und das ist leider ein Problem. Aber Problem. Okay, da braucht noch ein bisschen. Schön, schön. Oder auch nicht. Häuser. Schmäuser sollten noch einigermaßen noch reichen. Leute, selbst haben wir genug, mehr als genug sogar. Hier, ja, über 7 Brücken musst du gehen. Ich wünschte, wir hätten 7 Brücken oder auch nur 2 oder 3 oder so, das wäre auch ganz geil. Ja, nein, wir müssen ja eigentlich noch was anderes machen und zwar hier, wäre cool, wenn wir die noch abschließen können, die Quests hier. Dafür müssen wir ja noch ein paar Dinge abschließen. Ne? Das kriegen wir natürlich hin, da ist kein Problem. Erst machen wir den noch fertig. Ich wollte eigentlich mal ganz kurz hier noch gucken. Ne, hier. Ans Lager. Denn irgendwo etwas mit magisch. Ne, normale Fackeln war es, ne? Genau, man eben da den mit Rucksack starten ist sowieso Quatsch. Der wäre was anderes mit der magischen Fackel und Smaragdstäbe, dass die eintauschen könnten. Ihr seid schon weit gekommen, Freunde. Respekt. Aber ganz ehrlich, ich mag auch einen Optimismus und so, aber nee. Komm bitte erstmal zurück, weil wir müssen da oben sowieso nochmal einen ganzen neu bauen. So, da machen wir es hier nämlich anders. Ich baue hier nämlich 2 Wachtürme. Und dann machen wir wohl doch noch ein paar neue Militärcamps, ne? Weil die da unten sind doch ein bisschen zu weit weg für meinen Geschmack. So, dann hätten wir die mal so. Warum Wachtürme? Aus dem Grund, weil ich die Truppen einzeln sondieren möchte. Und das Problem ist, hier die Garnisonen sind zwar schön und cool, aber wenn ich zum Beispiel jetzt sage Garnison, ich hätte gerne ein paar Hexer und ein paar Zauberinnen. Und dann würde ich aber sagen, hey, ich möchte gerne die Hexer dahin haben und die Zauberin nach rechts rüber. Das geht halt nicht, ne? Ich kann ihn gar nicht aufteilen. Das ist ein bisschen doof. Und deswegen halt so. Reichtum mit Silbermünzen. Ja gut, von mir aus, wenn es unbedingt sein muss. Was sein dürfte. Könnte. Kupfermünzen kann ich eigentlich aufhören zu produzieren, ne? Und 10 Stück einfach mal so. Gut. Ja, ich glaube, die Dinge sind sowieso ziemlich voll, ne? Bei nach hier, ne? Warum jetzt hier einfach die Saphir-Halskette einfach alle reinpacken, das verstehe ich bis heute noch nicht. Egal.
Ah, jetzt geht's plötzlich hier, ne? Ah, ist das schwierig mit denen. Ich kann da irgendwie noch einen besonderen Warentyp auswählen, zum Beispiel gerade generell Schmuck, ne? So. Einarbeiten wir auch noch ein paar mehr Schatzkammern tatsächlich. Zeit habe ich eh noch genug, Werksteine und so auch, okay. Dann hier und dann machen wir hier mal alles, was Münzen betrifft, ne? Dann können die nämlich hier erstmal raus. Wären hier eigentlich theoretisch nur Artefakte drin, das wäre vielleicht zu wenig, deswegen kann man die ja noch reinpacken, ne? Okay, okay. Dann eben hier oben müssen wir noch ein bisschen uns verbreitern, leider, ne? Das lässt leider nicht anders ändern. Wir müssen hier Speed, weil im E kann noch Gegner hier tatsächlich. Er hält aber glaube ich auch schon alles hier. Ja. Leuchtfeuer hat ausgefeuchtet, geleuchtet. Ja, kommt einiges zusammen, ne? Also eine verfluchte Schatzkarte fehlt immer noch. Die haben wir jetzt weder hier gefunden, noch am anderen Ort. Ach ja, man kann nicht alles, leider nicht alles haben, ne? Was mir im Camp noch fehlt tatsächlich, wäre eine Funktion zum sagen, ich hätte gerne bestimmte Truppen dort drin. Ne? Zum Beispiel zu sagen, hier hätte ich alle Soldaten drin, dafür keine Weißen und keine Hexen und so. Das finde ich halt noch cool. So, es ist eingenommen beim Teutates. So, können wir hier schon mal hinliefern. Lassen wir die Bibliothek erst normal bauen, ne? Kuriosen Passaren, ne? Da waren die 26 Fakten insgesamt brauchten, okay. Und 44 versteckte Rüstungen, das kriegen wir mal locker hin. Das ist jetzt gar kein Problem tatsächlich. Ich hätte tatsächlich auch gerne euch drin. Und hier gerne euch drin. Speedy Gonzales sind direkt dagegen. Okay, noch ein bisschen Platz übrig. Hier kommen die ganzen Münzen rein. Jo, ja, war klar, kann nicht alle reinpassen. Ja, ein bisschen zu viele. Scheiß drauf. Dann ganz kurz. Nadelholzstämme zu wenig. Natürlich kacke, aber ist leider so. Ich nehme mal das Ding nach. Warte mal, hätte ich so machen können. Smaragd, der weiß nicht wohin damit. Ne? Hier oben geht es wohl nicht mehr, beziehungsweise hier.
auch wieder zurückziehen, ne, tatsächlich. Obwohl, na, lass ihn mal noch. Da sieht es mir gar nicht mal so schlecht aus. Hier haben wir noch die ganzen Waldläufer in den Dieben, die ursprünglich mal hinten waren, die sind bereits wieder weg. Also von dem her, ja, rein kann wieder einsammeln, ne? Dann haben wir hier noch 10 Stück von denen. Ja. Okay. Die kommen auch, gut. Jetzt das Problem, ne? Maltörner hier, da, überall noch. Müssen die noch ein bisschen aufräumen. Ich glaube, ich kann schon mal anfangen hier mit euch. Jomo gledei bei die Tau, Jomo gledei bei die Tau, Jomo gledei bei die Tau. Falls jemand mal gefragt hat, wo ich diesen Spruch habe, der kommt aus Jackie Chan Adventures. Vielleicht kennen es noch ein paar Ältere unter euch, dass Jackie Chan mal in den Anfang 2000er, Ende 90er, gab es mal kein Anime, sondern wirklich ein Cartoon von ihm. So mit seinen Abenteuern und so, ne? Also nicht so mit den Filmen und so, eine ganz andere Story gehabt, aber einfach um Jackie Chan herum halt, ne? Da gab es einen Opa, nicht Opa, Quatsch, seinen Onkel, der hat es irgendwie mit Lichtmagie und so gehabt, also mit heller Magie halt, guter Magie, und da hat immer diesen Spruch gebracht, wenn es irgendwie darum ging, böse Mächte zu vertreiben, hat er immer gerufen, Jomo gledei bei die Tauch. Und daher habe ich halt das halt. So einfach ist es. Sie haben kein Zuhause, och nö. Muss halt arbeiten gehen, ne? So, erstmal dahin. Was das betrifft, dann Häuser, ja, doch. Ah ja, das hier. Hä? Warum seid ihr wieder zurück? Dann dürft ihr nämlich wieder aktiviert werden, Gebietserweiterung und ach du Scheiße, okay. Aus. Aus die Maus. So, ihr nochmal, bitte auch hier rüber noch. So, der hinüber, dann noch schnell hier rüber. Oh, viel Silbererz, sehr schön. Und hier ist das vielleicht sogar schon das letzte, ne? So sieht's aus. Okay, das ging schnell.
Das heißt, wir haben gleich, so wie es aussieht, ganz Pagonia von dem Althörn und Fluchwurzeln befreit. Ist das nicht herrlich, Freunde? Da lacht das Herz, oder? Hey. Freunde, ist vorbei, ne? Genau deswegen, weil eine Fluchwurzel kommt die nicht an, ne? Er sei keine Zauberer. Also manchmal. Oh. Da krepieren auch ein paar. Hä? Wo mal Turner? Waren hier noch ein paar drin im Wald? Ernsthaft? So, und den noch nachher sind wir durch, Freunde. Ich meine, theoretisch hat es hinten noch welche. Also nicht hier, sondern da hinten hat es noch welche. Aber ganz ehrlich, da gehe ich sowieso nicht mehr hin. Wozu auch, bringt ja nichts mehr. Da hat es nichts Brauchbares mehr für uns. Hier noch ein paar Bretter, das müssen wir aber hinkriegen. Nadelstämme kann ich gerade neue. Sowohl Pflanzen als auch nachher natürlich, ja, abbauen logischerweise. Das euch braucht ihr nicht mehr, ne? Also ihr könnt euch eigentlich wieder zurück und dann Gebietserweiterung aktivieren. So. Das müsste auch hier gewesen sein, Freunde. Das heißt, wir sind auch hier durch. Nice. Dass ihr mal nachher zurückkehrt, kann ich euch auch zurückschicken. Dann euch einsetzen, dann könnt ihr nämlich mal Gebietserweiterung in die Richtung machen, ne? Weil wir müssen ja hier runter. Wir kommen hier leider nicht durch, ne? Das geht leider nicht. Da haben die Entwickler ein bisschen, naja, uns ein Ei gelegt tatsächlich. Der Trick klappt leider nicht. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Speedy Gonzales, Freunde. Wobei ich die Aussage nicht verstehe. Warum steht da einige deiner Pioniere haben kein Zuhause auf der Insel? Einige deiner Pagonier leben auf dem Schiff und haben lang. Ah ja, lange. Ja, auf dem Schiff, ja, gut, logisch, ja. Ja, auf dem Schiff, ja. Mhm. Ja, stimmt schon. Wir sind mit den Hölzern, man hat Nadelholzbalken, deswegen ein bisschen vorsichtiger. Die Stämme sowieso.
Man könnte ja gut noch ausbauen, ne, tatsächlich. Das würde noch gut passen. Die du 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 du. So, genau, da haben wir eine Kunstschmiede. Das Ding machen wir so nicht mehr. Jetzt in der City. Die Gilden, naja. Schneidereien, ja. Ein klar kannst du anfangen, hier neue Gebäude zu bauen und so und bis zu platzieren. Aber ob das sinnvoll ist, vermutlich eher weniger, weil es kostet wieder viel Rohstoffe. Granateholzbalken und so, was ich sowieso nicht mehr gerade so viel habe. Schneller, schnell, der kleine Pagonia bauet. Bauet für mich, hehe. Na, komm schon. Na. Bauen das mal neue Werksteine, ja, super. Grenzsteine, Entschuldigung, ja, Werksteine. Grenzstein, Grenzstein, alles muss gegrenzt sein. So, der erste von 2 kuriosen Basaren, ne? Das hat echt lang gedauert. Fackeln, versteckte Rüstungen, haben wir genug Träger. Sollten eigentlich genug da sein, tatsächlich. Warte mal, da frage ich mich gerade nochmal. Ich glaube, die haben die hier erweitert, ne? Boah. Ganz, ne? Ja, doch, kann klappen, ne? Ja, doch, sollte. Okay. Da machen wir die doch nochmal ganz kurz.
33 Fackeln, du. So. Der kommt, wir sind eigentlich hier aus mit dem Trosthasen. Ach, den muss ich auch noch bauen. Oh, super. Moment, haben wir gleich. So, Freunde, ne? Ich würde ganz ehrlich sagen, jetzt in die Folge zu beenden, nochmal eine Folge zu machen, finde ich irgendwie doof, ne? Das ziehen wir uns noch ganz kurz durch. Lange wird es nicht mehr dauern. Oh, sind wir hier fertig? Jo. Nochmal 29 Relikte gefunden. Sehr gut. Und die jetzt gelagert hat, keine Ahnung. Noch weg hier. Diamantstäbe, Smaragdstäbe, magische Klingen. Sehr gut. Schön nach oben. Ein paar Waffen. 45 Spitzhacken. 16 Schaufeln, aber immer noch keine Schatzkarten. Tja, das ist übel. Und traurig. Sehr, sehr traurig. Moment, ist der hier vielleicht? Lagerbestand? Nö, keine Relikte. Aber gefunden haben sie es ja. Das rein theoretisch müsste sie irgendwo abgeliefert haben, ne? Oh, niemand Straße verbunden. Das war nicht clever. Aber ja, kein Plan, wo die Relikte hin sind tatsächlich. Am Turm macht sowieso keinen Sinn, dass man hier Relikte abliefert. Nö. Jo. Kein Plan. Weil bei anderen sind es eigentlich auch egal, ne? Machen sowieso nicht mehr. So, dann haben wir das auch noch ein paar Steine, noch ein bisschen Kupfer, das haben wir auch noch. Perfekt. Und das nämlich auch noch hin. Der ist versorgt, ne? Gut. Das heißt die Hälfte darin. Da braucht es auch nicht mehr viel. Dann die letzten Holzstämme noch. Perfekt. Ja, ein paar Minuten haben wir es. Du. Dass es hier oben so viele Rubine gab, ne? Bei diesem Ding hier. Hier oben. Hier gab es viele Rubine zum Ausgraben. Ansonsten gar keine, aber hier gab es viele. So, kann hier mehr. Wobei, kann er drin lassen, ne? Spielt keine Rolle. Die haben wir auch. So.
kann man den noch versorgen. Man kann den jetzt noch schnell abschließen. Der ist schon abgeschlossen. Perfekt. Dann den noch beenden. Ja, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Schwierig, ne, mit dem Bauen. Ganz Wildschwein hier. Da ist unsere Bibliothek, Mann! Verschwindet, Menschen! Warum fällt mir jetzt gerade der eine Film hier ein? Prinzessin Mononoke. Wunderschön sieht sie aus. Eine verlassene Bibliothek, beschützt von Wildschweinen. Was will der Mensch mehr? Die heiligen Knollen, ne? Verlassene Bibliothek, schließen wir den Bau ab. Ja, eben, was man hier sonst machen kann, kein Plan, um ehrlich zu sein. Ah, wir haben alle gemacht, perfekt. Das heißt, wir sind mit denen eigentlich soweit gut drauf, ne? Fast schon auf Stufe Freund. Das haben wir auch gleich. Und hier die Lieferung. Ja, dauert ein bisschen, ne? Ist ein langer Weg. Hat ein bisschen was von den 7 Zwergen, ne? Naja, sind ein bisschen mehr als 7 Zwerge. Nahrung wird knapp bei den Minenarbeitern. Das höre ich jetzt nicht so gerne tatsächlich. Aber sind wir ehrlich, aufgrund dessen, dass wir eh kurz davor sind, hier abzuschließen, ist es eigentlich auch egal. Die Insel selbst trotzdem erst 64% eingenommen, ne? Krass, aber ist eine große Insel. Nur 500.000 Quadratmeter. Ja, die Insel hat was. Oh, fertig. Wir haben fertig. Moment, was? Ja gut, es ist ein kurioser Basar, ne? Dass der natürlich Ostereier verkauft, auch Schweizer Ostereier mit dem Schweizer Kreuz drauf. Sponsor bei einem Hasen, das ist völlig normal. Da ist alles klar, da ist alles gar kein Problem. Es ist ein kurioser Basar, ne? Also von dem her alles cool. Mir selber, jo. Cool, ist hier oben eine 120, genau. Ah, okay, jetzt können wir natürlich weitermachen, ne? Waren noch liefern. Dann für die letzte Stufe, ne? Wir können jetzt natürlich theoretisch noch die anderen Dinge hier machen. Ein Fisch, Heringe liefern für Smaragd wäre natürlich geil. Boot liefern für Diamantstäbe. Aber sind wir ehrlich, ne, momentan brauchen wir es halt nicht mehr. Das ist halt so ein Punkt, ne? Wenn du jetzt halt schon so weit gekommen bist und auch hier du die ganzen Gegnergebiete halt schon durch musstest. Ne? Jetzt sind die Gegner halt schon weg. Wofür brauche ich jetzt irgendwie noch Smaragde? Für neue Waffen, für Reichtümer. Reichtum macht einen Ruhm. Ja, toll.
müssen wir auch gleich durch sein, ne? Oh, die kommen von überall her noch. Alter, 24,5 Stunden sind wir hier dran. Krass. Eisentagebau, hier gibt es nichts mehr. Hier ist finito. Wäre noch ein bisschen Kohle hier zu schürfen. Sehr schön. Der Onkologe hat ja alles gefunden hier. Viel Kohle, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Logischerweise. Gold. Silber. Jo, kann machen, wa? Hier glaube ich auch Rubine, ne? Ah, genau, hier. Ja, wobei auch Saphire, ne? Also hier gab es auch ein paar von den Dingen, natürlich auch cool. Ja, aber Saphire, ne? Das mag ich, da waren es auch viele. Diamanten halt, ne? Mangelware. Gerade für die einen, weiß gar nicht mehr, ob es für die Zauberin war oder für die Hexer. Ist natürlich ein bisschen doof. Warte mal. Ah, die Zauberer, ne? Ja, die brauchen Diamanten, genau. Der Hexer lernt natürlich nicht, ne? Der kommt mit dem Moldstab aus, aber der ist leider auch so schwach, der, ja, der kann auch nicht viel. So, sind noch 6% hier. Das haben wir auch gleich. Es gleicht sich aus quasi. Hm. Zwei fehlen noch. Eine Rüstungsschmiede noch bauen können. Ne? Lagrasilo-Münzen. Er produziert einfach ein paar, aber gelagert offenbar nicht, oder wie? Nur Kupfer hier gelagert, ne? Die kriege ich nicht weg. Mein theoretisch könnte ich jetzt hier sagen, lagern wir bitte mal noch Silbermünzen ein. Hätten wir das auch, ohne um das andere noch fertig zu kriegen, machen wir mal eine Rüstungsschmiede irgendwo hin. Ob sie nur bei uns sind, lässt sich jetzt darüber streiten tatsächlich. Hier geht's nicht, ne? Egal. Genau, kann das einfach machen, schnell. Weil hier Ausbildung wir für noch andere Punkte kommen. Aber gut, haben wir das mal gemacht. Ein Reichtum auch. Waren ja liefern. Ja, da bringen wir uns nicht mehr fertig in der Folge. Mach aber auch nicht mehr ganz ehrlich, wenn ihr ehrlich sein soll, Freunde, weil. Das ist das andere, ne? Und das mit den Heiligen Knollen gemacht und ich kann jetzt mit denen sicher keinen Handel mehr treiben. Beziehungsweise doch, das müsste jetzt noch klappen, ne? Das würde das natürlich noch gehen. Ist nachher Quatsch und ich sowieso mit ihnen vereinigst, ne? Und hier mit anderen muss es halt noch machen, damit es nachher mich mit ihnen vereinigen könnte. Aber sind wir ehrlich, ist das wirklich noch vonnöten? Ich habe das meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Und Kampfstärke, fast 200% reicht. Ui, das ist auch viel. Das ist nicht schlecht, Freunde, das ist nicht schlecht. So, das gemacht, das heißt, wir haben den Punkt auch gemacht. Meilenstein Schatz, Rüstungsschmiede wird gerade gebaut. Also demnächst. In Kürze liegt die Würze. Cool, cool, cool. Haben das alles gemacht. Ja gut, Leute, ich will ehrlich mit euch sein. Ich glaube, den Rest lassen wir.
Also ein Rest, was heißt hier? Ne? Ich kann jetzt hier noch mich mit denen vereinen. Das hier kann ich noch abschließen, ne, mit den Goldbarren. Ich hätte noch genug, da ist nicht das Problem. Aber wir kennen das bereits. Ne? Was dann passiert, dann ist da einfach, ja. Dann haben wir das Gebiet hier auch. Wir haben ihre Waren, wir haben ihre Häuser, alles. Das ist cool, das kann man machen. Haben wir aber schon genug aufgetan, tatsächlich. Ne? Also insofern kann man das für diesen Durchlauf, diese Map jetzt mal sparen. Ansonsten, was lässt sich sagen? Ne? Ja, jetzt kann man die Veteranensoldaten, die wir abschließen sollen. Okay, gut, dann machen wir es aber auch. Das lassen wir. Das muss nicht sein. Huch, Personal anwesend. Das ist doof. So. Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für heute mit Pioneers of Pagonia. Ich würde sogar sagen, es war's mit Pioneers bis auf Weiteres. Mit Abenteuern aus Pagonia, weil wir haben eigentlich vom Content her soweit alles, was das Spiel uns mal versprochen, ja, also den Entwickler uns auch versprochen haben. Sie sind zwar dran, ja auch mit, nicht nur mit Quality of Life Updates, mit Fehlerverbesserungen und der GUI und so weiter und so fort, was ich sowieso geil finde. Ne? Also hier gibt es ständig Verbesserungen, neue Updates und so, das ist nicht selbstverständlich, das finde ich sehr, sehr geil, dass man das immer noch so macht. Daher Hut ab, wie ich finde, nach wie vor für die lieben Entwickler, die hier alles reinpacken, was sie überhaupt können und das Spiel immer weiter verbessern, optimieren, auch grafisch und so trotzdem aufhübschen. Klar gibt es noch ein paar Dinge, wo ich jetzt sage, meiner Ansicht nach fehlen die noch, wie zum Beispiel, ja, sind halt auch Player versus Player hätte, ne? Und nicht ein Player versus Computer, wo du aber trotzdem Coop, also zu zweit gegen Computergegner arbeiten kannst und halt wirklich auch sagen kannst, hey, du hast hier ein eigenes Dorf für dich, du hast hier drüben noch ein eigenes Dorf für deinen anderen Spieler, ne, Mitspieler. Ihr spielt quasi gegeneinander, könnt natürlich auch miteinander handeln und so. Habt trotzdem noch NPC-Gegner auf der Map. Sowas fehlt mir noch. Und was mir persönlich halt auch fehlt, gerade bei solchen Maps hier, ne, es wären halt wirklich Brücken. Dass ihr quasi so etwas darüber ziehen kannst. Ich weiß, es ist nicht auch nicht unbedingt Siedler-typisch und so, aber trotzdem wäre es etwas, was ich sehr, sehr begrüßen würde. Ich weiß nicht, ob so etwas noch kommt. Was aber kommen wird, woran die Entwickler da arbeiten, ist bei der Vollversion einer Kampagne. Da hieß zwar ursprünglich noch, bevor die erste Version rauskam, war die Rede davon, dass es da gar nicht geben wird, weil da nicht die Rede davon ist und so. Und nicht das Ziel dafür ist. Trotzdem haben sie jetzt gesagt, sie arbeiten daran und ich finde das sehr, sehr geil. Und ja, deswegen kommt ein bisschen drauf an, ne? Je nachdem, wie ein neuer Content kommt vorher oder halt dann erst mit der Kampagne. Ich würde sagen, wir sind soweit hier mit der Early Access Version durch und sehen uns dann, wie bereits erwähnt, wahrscheinlich dann bei der Vollversion wieder. Wenn es um die Kampagne geht. Oder eben, seinen vorgäbe es noch irgendwie coole neue Dinge, vielleicht auch mal wirklich nochmal so ein Koop-Modus, dass man irgendwie doch mal Spaß machen sollte, zusammen zu zocken und das aufzunehmen und so. Mal gucken, was noch alles kommen wird und kommen könnte. Dann sage ich an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute, und ja, bis zum nächsten Mal bei den Abenteuern von Pagonia mit all diesen wunderbaren Pagoniern, Wundern, Magie, Kreaturen und natürlich fleißigen kleinen Arbeitern hier. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.